Dr. Klöti, Sie sind ein schweizweit geachteter und renommierter Analyst des Zeitgeschehens, ein intellektueller Kritiker der Langsamkeit, zugleich als Autodidakt, wie ich übrigens, ein von Akademien unabhängiger Homme de Lettres und Beobachter des Kosmopolitischen. Und aber auch sozusagen ein Inspizient der schweizerisch-deutschen Verhältnisse im Besonderen. Ich frage Sie, wie kann der Schaden, den die Steuerflucht- und Fluglärmdiskussion angerichtet hat, wieder geflickt werden? Scherz beiseite! Wie bitte? Oh, ich habe gemeint, Sie hätten einen Scherz gemacht. Gefickt. Falsch verstanden. Schwamm drüber. In medias res. Die zwei Hauptproblemzonen, die wir mit Deutschland haben, müssen kreativ gelöst werden. Unser Bankgeheimnis ist ja schon längst verraten worden. Das heißt, es ist gar kein Geheimnis mehr. Und mit dem gefürchteten automatischen Informationsaustausch haben wir in unserem Land nur die besten Erfahrungen gemacht. Stichwort Entlassungsaffäre Bürgerli, wo der automatische Informationsaustausch zwischen der Uni Zürich und dem Tagesanzeiger nur positive Resultate geliefert hat. Wobei man bei dem Flug nicht von geköpft, sondern von geköpft redet. Beide Länder, Deutschland und die Schweiz, werden vom Lärm plagen, die Süddeutschen vom Fluglärm und die Schweizer vom SPD-Lärm gegen Steuerabkommen. Heute sind ihnen ihr Problem die Abschleicher, vorher sind es die Einschleicher gewesen. Vielleicht hätten unsere Banken viel früher müssen sogenannte Steuerverrichtungsboxen einrichten und zum Fluglärmgegner in Waldshut zum Schweigen bringen. Müssten wir den Kampfjet nicht in Schweden kaufen, sondern bei den Schwaben den Eurofighter. Currywurst statt Knäckebrot. Nach dem Motto, wir die Flüger, ihr den Lärm. Oder wir haben das Geld, ihr die grosse Schnurre. Also stopfen wir sie. Wobei ich noch zu sagen ist, dass der Eurofighter über kurz und lang sowieso wieder zum D-Mark-Fighter wird. Scherz beiseite. Und dann verstehen ja die Deutschen unsere Kategorien Steuerhinterziehung und Steuerbetrug nicht. Was machen wir da? Wir schaffen eine dritte Kategorie, Steuerbeschiss. Vierte Kategorie, Steuerhehlerei. Fünfte, Steuerzahl Hemmungen. Sechste, Obwalden. Steuer beiseite. Vielleicht schaffen wir aber auch eine völlig neue Kategorie von deutschen Kunden. Wir nehmen dann keine Steuerflüchtlinge mehr auf, dafür aus dem süddeutschen Raum sogenannte Lärmflüchtlinge. Die können dann gegen einen anständigen Betrag, in den jetzt von Schwarzgeldern leergeräumten Tresor an der Bahnhofstrasse die absolute Stille geniessen. Eigentlich haben wir ja noch ein drittes Problem, das Problem von den vielen Deutschen in der Schweiz, das heisst vor allem in Zürich. Da sollten wir vom Jura lernen. Vor ein paar Tagen ist bekannt worden, dass die Luchspopulation im Jura zugenommen hat und man darum die Luchs nach Slowenien umsiedeln. Jetzt wäre es natürlich praktischer, man würde den Luchs täten lassen und stattdessen die Jurassier nach Slowenien umsiedeln. Das Gleiche in Zürich. Man lässt die Deutschen an der Limit und schafft alle Zürcher nach Uigurien aus. Haben Sie noch Fragen? Nein. Liebe Zuschauer, guten Abend gesagt.